Ja, ist noch mal du. Die gibt mir shit lass. Ich sag so für mich letzte Folge Schmiede nach ein Volljob halten auf dem Fälle halt Matzen an Mission dran sind. Mir war den Nick Valentine sich laute Tour, was? den Solange es klappt. Privatdetektiv den Ammo dem Mund. Privatdetektiv den man braucht für das Ganze Die Tür fangen. ist im Eimer. Mal sehen, ob ich sie aufbekomme. An mir raus und das sind aus. Ich Fast dann geschafft. Roboter anfangen. So, jetzt. Das geht deutlich einfacher, wenn das Schloss nicht auf der anderen Seite ist. Also ich nach 308 Schuss, Kollege. Ich kein Sus Computer rundherum. Ich will gerne wissen, was gegangen ist in der Welt. Lass uns tanzen. Ich hatte gehofft, dass du schlauer bist. Wir gehen uns nicht mehr auf Und die tschüss. Nerven. Und ich dachte, die Aufzüge in Diamond City wären modern. Wer ist da? Auf geht's! Hier ist jemand. Hast du ein Problem? Können wir jetzt verstecken? Wisst ihr ja nicht mal. Der Zerspiel. Nicht, dass das eine Option wäre. Ich hoffe sogar mal Gulen zu zoomen. Das wundert mich ein bisschen. Schon mal ein anderer Waffe, geil. Die lebte Sack. Wo ist mein Schritt? So. Zack. Willkommen zu deinem letzten Gefecht. Jeder überlebte Kampf. Ist ein guter Kampf. Noch mehr Stufen? Wer hat diesen verdammten Vault gebaut? Ein Fitnesstrainer? Bis dann, Kumpel. In Ordnung. Gule stirven nicht so sehr wie die normalen Menschen. Außer uns abgefallen. Ich will einfach gucken, ob ein von nach Dinger sind. Oh, Die bekomme ich so nicht auf. nee. Dieses Schluss ist zu schwer. Ah, komm mal weiter. Skinny Malone und der Rest seiner Jungs warten irgendwo auf uns. Der Name ist übrigens ironisch. Lass dich bloß nicht täuschen. Der Kerl ist gefährlich. Yep. Noch eine verschlossene Tür. Sollte kein Problem sein. Ja. So aufgefallen. Bitte sorgen Sie dafür, dass die Bewohner ordentlich eine Schlange bilden, direkt Wortanzüge ansehen, erst während der Einführung Fragen stellen. Ja, das ist interessant. Okay, sie ist offen. Enorm, Matt. Aber ich höre dicke, fette Schritte. Sei auf alles vorbereitet, sobald wir durch diese Tür gehen. Okay, aus gute Schulzerem. Alles. Wir müssen gerne ab, ne? Wo ich gerade im Zeitdruck wie ihn abgedrückt wird. Niki, was soll das denn? Du kommst in mein Haus, erschießt meine Jungs. Hast du eine Ahnung, was mich das alles kostet? Ich wäre nicht hier, wenn dein Mädel nicht so durchtrieben wäre, Hungerhaken. Sag ihr, sie sollte öfter mal ihren Eltern schreiben. Oh, armer kleiner Valentine. Schämst du dich nicht, weil dich ein Mädchen vermöbelt hat? Am besten laufe ich wieder heim zu Papa, ja? Wärst besser weggeblieben, Niki. Das ist nicht das alte Viertel. In diesem Vault habe ich das Sagen, hörst du? Und ich lasse nicht zu, dass irgendjemand uns aufhält. Jetzt, wo es endlich gut läuft. Habt ihr doch gesagt, wir hätten ihn einfach umlegen sollen. Aber du musstest ja sentimental werden. Die guten alten Ich ein Granat Zeiten hintergegangen. und all das. Dalla, ich mach das schon. Skinny Malone hat immer alles unter Kontrolle. Tatsächlich? Und was macht der Typ dann bitte hier? Valentine hat ihn sicher mitgebracht, damit er uns alle kalt macht. Was du ein Das war zwar nicht der Plan, aber hey, sehr verlockend. Hey, ich bin hier der Boss. Hast du was zu sagen? Sag's mir. Du und Nick kennt euch? Dieser Unruhestifter war früher mal eine echte Nervensäge, bevor wir aus dem alten Viertel geworfen wurden. Dieses Spielchen haben wir sicher schon 100-mal gespielt.
Andere Leute haben Freunde. Wir hier in der Gegend haben gute Feinde. Hör auf Zeit zu spielen. Willst du was sagen? Dann tu es. Das ist alles ein Missverständnis, Ja, Gini. probieren wir mal. Das weißt du. Lass uns gehen. Wir kommen nicht wieder. Klappt nicht. Ja genau. Kapierst du's nicht? Tut mir leid. Kommen Oh, lo geht führen. Ich komme jetzt ziemlich viel. Uns, das heißt, wir holen ein Stimpack, ein anderes Stimpack. Tschüss! Fehler gemacht. Nicht erledigt. Jetzt fühlst du dafür. Erstmal eine so viel zu Skinny Malone. So. Ob er mit all den Löchern jetzt wohl leichter oder schwerer ist. Die Kugeln wiegen wohl auch einiges. Gute Nacht, mein Prinz. Auf die guten alten Tage. Das wird ein unangenehmes Gespräch mit Dalas Eltern, wenn ich ihnen erzähle, dass ihre Tochter das Zeitliche gesegnet hat. Nun, zumindest ist der Fall damit abgeschlossen. Verschwinden wir von hier. Es gibt eine Wartungsleiter, die direkt an die Oberfläche führen sollte. Tja, da soll ich einfach nur ganz einfach, wer nicht hören will, muss von einer Minikon zu sehen gehen. Aber ich weiß noch nicht, warum sie dann der Bilder wollte gegangen ist. Das sagt man. Bitte fallen wir den Nick Valentine mal rausgeholt. Hat war nicht begeistert davon, auf eine neue Sache geregelt tun. Ich kann nicht alles human regeln, wie die Leute gerne hätten. Aber hier könnt ihr gut mir an Diamond City da ran. Wir sind ich bei 7 Minuten, gell? Ich bin ganz Muni abgebracht. Ich muss mal aufhören, ein bisschen mehr für mein Ding schnell zu freuen, weil das geht recht im Endeffekt nicht ab. Ah, sieh nur. Der Himmel über dem Commonwealth. Hätte nie gedacht, dass so etwas Bedrohliches so einladend aussehen könnte. Danke, dass du mich da rausgeholt hast. Wie hast du mich eigentlich gefunden? Hat doch kaum jemand gewusst, wohin ich gegangen bin. Was genau bist du, Nick? Das weißt du wirklich nicht? Ich bin ein Synth. Ein synthetischer Mensch. Alle Teile. Minus ein paar rote Blutkörperchen. Ich wurde hergestellt, wurde alt, wurde entsorgt. Machte dann eine kleine Detektei in Diamond City auf und fand heraus, dass die Leute eine Menge Probleme haben, die gelöst werden müssen. Also, du hast deinen Sohn Sean erwähnt. Ist er verschwunden? Komm in mein Büro in Diamond City. Erzähl mir alles, was du weißt. Außerdem hast du dir die Gelegenheit verdient, dich zu setzen und deine Gedanken zu ordnen. Du hast Diamond City gesagt, ja? Genau. Kennst du den Weg? Ein paar Blocks südwestlich. Mein Büro liegt in einer Gasse. Such nach Ja, ich dem kenne das mit Neonkranz. wundert mich, weil kein Mensch da will, Wir sehen uns dort. Wir sehen uns in kein Diamond Mensch das City. sind so, das wundert mich ein bisschen. Sei mein Valentine, yeah. Statt dass du mich im Moment noch ein bisschen zu hot, wenn du hier mal nicht beschmeckt, dann musst du wohl irgendwo Munition tanken und so weiter aus. Volt 114. Ich muss eigentlich noch rangehen und mal genau gucken, was da gibt. Das ist nicht okay Plan. So, was geht denn? Die muss ich auch mal. Die Minutemen hatten ihr Hauptquartier 1 im Independent, hoch im Süden von Boston. Das war am Ende, als sich vor Jahrzehnten eine gewaltige Kreatur aus dem Meer erhob und die Bucht verwüstete. Zehnte. Du hast dem Meer. Papa sagt, ich soll nicht mit Fremden reden. Ein Bier und meine Hausschuhe. Mehr will ich nach dem Dienst gar nicht. Und der hat man nie irgendwer drin ab. Der muss unbedingt das Rüstung flecken. Die hast ihn komplett zerstört. Wir brauchen aber noch ein bisschen Stohl. Guck auf mal, der ist schon. Bist du da? Nick? Wie gut, du bist es wirklich. Tja,
Diese Visage ist wirklich nicht zu verwechseln. Du lachst dem Tod ins Gesicht, aber eines Tages wird er zurücklachen. Nicht solange ich Freunde habe, die mich unterstützen. Du hast Nick, diese Agentur und meinen Job gerettet. Danke. Zahl mich. Metalldetektivlieferung. Stets zu Diensten. Ich bin froh, in der Marktnische zu arbeiten. So viel steht fest. Hier sind die abgemachten Kronkorken fürs Suchen. Und ein kleiner Zuschuss. Falls du Arbeit suchst und gern Detektiv spielst, könnte Nick durchaus einen neuen Partner gebrauchen. Hey, ein Fall nach dem anderen, Ellie. Wir haben hier jemanden, der vorher unsere Hilfe braucht. Gut, kommen wir zum Geschäft. Setz dich. Mach's dir bequem. Muss ich wirklich mit Paul wissen, du fährst. Wenn man nach Vermissten sucht, steckt der Teufel im Detail. Erzähl mir alles, egal wie schmerzhaft es ist. Den Mord beschreiben, Volt 111 beschreiben, Sean beschreiben. Da waren ein Mann und eine Frau. Sie sagten nicht viel, aber sie nannten mich den Ersatz. Also ein kleines Team. Profis. Die wissen, dass man bei Aufträgen nicht viel redet. Keine Ahnung, was der Ersatz bedeutet. Was kannst du mir noch erzählen? Wir waren in einem Vault, als es geschah. Vault 111. Eine Art Kryo-Anlage. Du warst eingefroren, oder? Und noch wichtiger, du warst im Untergrund. Versiegelt. Viele Hindernisse, um nur eine Person zu entführen. An was erinnerst du dich noch? Meine Frau wurde ermordet. Sie wollte Sean beschützen und dann haben sie einfach... Schon in Ordnung. Du musst nichts mehr sagen. Also kaltblütige Killer, die aber gewartet haben, bis etwas schief ging, um dann Gewalt anzuwenden. An was erinnerst du dich noch? Wir suchen nach meinem Sohn. Sean. Er ist nicht mal 1 Jahr alt. Warum sollte ihn jemand entführen? Gute Frage. Warum gerade deine Familie? Und warum ein Kleinkind? Jemand müsste für ihn sorgen. Immerhin ist er noch ein Baby. Da haben wir es. Das war kein Zufall. Wer auch immer dein Kind entführt hat, ging planmäßig vor. Viele Gruppen im Commonwealth entführen Leute. Raider, Supermutanten, die Gunner. Und natürlich das Institut. Schätze, im Gespräch steht viel, weil doch ziemlich wichtig das ging schon so. Du glaubst also, das Institut steckt dahinter? Tja, die sind der Buhmann des Commonwealth. Wenn was schief läuft, beschuldigt sie jeder. Ist auch verständlich. Ihre ersten Synths nehmen ganze Städte auseinander und töten jeden, der im Weg steht. Es gibt auch neue Modelle, fast menschlich, die Städte infiltrieren und im Hintergrund die Fäden ziehen. Aber niemand weiß, warum sie es tun, was ihr Plan ist oder wo sie sind. Nicht mal ich. Und ich bin selbst ein Synth. Also ein ausrangierter Prototyp. Du bist ein Prototyp? Soweit ich weiß. Ich habe noch nie einen Synth wie mich gesehen. Die Älteren sind dumm wie Brot und ganz aus Metall. Die Neueren fast menschlich. Ich bin irgendwo dazwischen. Lüg mich nicht an, Nick. Du bist einer von ihnen. Sie haben dich gebaut. Ja, kenne ich schon. Du bist ein Freak. Du hast was zu verbergen. Bla bla bla. Die Wahrheit ist, wer clever genug ist, mich zu bauen, ist auch clever genug, um seine Spuren zu verwischen. Und arrogant genug, um seinen Müll im Commonwealth abzuladen und sich selbst zu überlassen. Da steht 100 Mal, wie wird mich gegen, ob alle Schritt an Tritt gegen beurteilen. Wie auch immer. Ich muss Sean finden. Stimmt. Diese Spekulationen lenken uns nur ab. Konzentrieren wir uns auf das, was du weißt. Wie sahen die Entführer aus? Glatze und ein Narbe. Einer kam ganz nah ran. Er hatte eine Glatze und eine Narbe, die quer über sein linkes Auge ging. Warte. Das kann nicht sein. Du hast nicht etwa den Namen Kellogg gehört? Ja, brauche ich sarkastisch. Wer ist das? Glaubst du, er hat Sean? Das wäre ein extremer Zufall. Ellie,
Was wissen wir über den Fall Kellogg? Die Beschreibung passt. Glatze, Narbe, macht gefährliche Söldnerjobs. Aber niemand weiß, wer sein Auftraggeber ist. Und er hat hier ein Haus gekauft, oder? Hatte er nicht ein Kind dabei? Ja, genau. Das Haus in den verlassenen West Stands. Der Junge war ungefähr 10 Jahre alt. Ja, stimmt. Stimmt, hin hast du... Die Jungen sind verurteilt gehen. Und du hast hier am angepennt. Am Wackelig gehen. Wie seht dann, dass hier nicht nachher weiter 10 Jahre gepennt wird, die Zeit? Das kann ich okay wissen. Das hat auch kein am Anfang geschehen sein. Und es hat kein 30 Jahre weiter pennen. Das ist Sean. Er muss es sein. Irgendwie. Nicht so schnell. Du suchst doch nach einem Kleinkind. Wenn ich richtig zähle, sind das mehr als 9 Jahre Unterschied. Vielleicht hat er einen eigenen Sohn. Vielleicht ist es ein anderes Kind. Außerdem sind beide vor einer Weile verschwunden. Schauen wir doch bei Kelloggs letzter Anschrift vorbei. Vielleicht finden wir raus, wohin er verschwunden ist. Die Sicherheit ist dort nicht sehr präsent. Daher solltet ihr vorsichtig sein. Das bin ich immer. Ich gebe mal dick und 4 Stellen. Wer aber mich. Hey. Sag einfach Bescheid. Hey, Piper. Weißt du, du siehst aus, als könntest du das hier wirklich brauchen. Die Dinge haben mir buchstäblich das Leben gerettet. Ist zwischen uns alles in Ordnung? Schwer zu sagen im Moment. Du musst mir wohl erst noch zeigen, dass du nicht nur an dich selbst denkst. Okay. Auch nichts. Sicher. Muss man als Powerrüstung. Wie viel Nummer 16? Ah ja. Ah, warte, ich meine, warte, machen wir einfach richtig. Junge, das ist eine Menge Metall. Machen wir dann einfach richtig. Und? Sanctuary. Sind direkt drin, du? Nee, die Theorie ist gut nicht so blöd. Wie seht denn das hier nicht 10 weiter Jahre du gepennt hast und dieser Jungen vorhat kommt? Und die Theorie geht nicht so schlecht, schon das Kind noch gut sehen. Sag mal, was hast du denn mit? Reden hast du handeln. So, stell mal das Ding mal auf. Und so Flecke, so weit geht, ne? Hey, Hummer, vielleicht ein bisschen. Kohl. Da hat es mal Stuhl hin. So. Mal die Sachen durchsetzen. Lassen. Das sind immer so plakisch, also die Schutzdinger. Transfer. Zack, zack. So, Amedon ist deaktivmäßig schon. Leitung, Vorsicht dann. Jeder Kombi. Gewetzter Filzhut. Ein Blaster Trenchcoat. Oh yeah. Detektiv Director ist on Tour. Daten. Achte, so muss man auch zurück. Diamond City. Boah, die Door ist geil, die will ich gerne. Nahkampf, ich muss mir auch Tastatur wohl ein bisschen so wie die hier gelehrt ist auf verschiedene Plätze längst durch, so Peter, was ist das du für Scheiß, gell? Die blöde Bild immer so lang wie. Blutkäfer, ja, die sind mir. So, wo ist sie dann?
muss hier nach Gesicht gehen. Danke. Endlich kann ich wieder klar denken. Wo warst du? Ja, Detektiv und Detektiv. Nick, mir nach. Schauen wir uns mal das Haus an, in dem Kellogg früher gewohnt hat. Wir na, haben komm. Handfeuerwaffen, Gewehre und Komm, Munition. Kelloggs Haus ist ganz in der Nähe. Was? Ja, du musst schon triple, gell? Geht doch. Diamond City Surplus. Ich wollte nicht, dass Ellie es hört, aber dir sollte ich es sagen. Alles, was ich über Kellogg herausgefunden habe, ist schlimm. Er ist mehr als nur ein Söldner. Er ist ein Profi. Schnell, sauber, gründlich. Hat keine Feinde, weil sie alle tot sind. Bis auf dich. Zu 90% ist das unser Mann. Es ist nicht nur sein Aussehen. Auch die Vorgehensweise ist ganz die seine. Ein Baby mit einem kleinen Team zu entführen und einen Elternteil am Leben zu lassen? Das bekommen nur wenige Söldner im Commonwealth hin. Sind wir gespannt, wie etwa Schrecht behalten mit der Theorie. Oh je. Man hat geschleicht so. Da wären wir. Halt die Augen auf, ja? Mal sehen, ob ich die aufkriege. Ah ja, scheint da noch. Das ist mal ein Schloss. Hast du was zu verbergen, Kellogg? Versuch du es doch mal. Ich? Das Schloss kriege ich nicht auf. Das kriege ich nicht, Kollege. Nick, Kein Glück? Dann müssen wir den Schlüssel finden. Kompliziertes Schloss, oder? Siehst du die Plattform da hinten? In der Nähe des Stadtrands? Das ist der Aufzug zum Büro des Bürgermeisters. Oh ja. Doch dort mal nach. Ich bleibe hier und versuche, das Schloss aufzubrechen. Okay. Du gut nicht, gell? Ich weiß nur schon. Zu viel Dreck in den Haaren? Dann lasst sie Das euch ist ein schneiden. Detektiv Lest in der neuen Ausgabe Der Blick eines Fremden auf Diamond City. Sind wir noch das grüne Juwel? Gehen wir bei der Buchmeister. Ja, ich weiß nicht, ob ich den überredet kriege. Ne, du wirst ja nicht. Irgendwie kann ich das Fremdchen ausstellen. Ist noch. Ist nicht so meines. Ja, ist ja schön Lauf zu kommen, ganz ehrlich. Der Bürgermeister empfängt Besucher, wenn sie nicht von der Presse sind. Brauchen Sie Hilfe? ich kann also einfach rein und mit McDonough sprechen? Nur zu, sein Büro ist offen. Er nimmt sich Zeit für jeden, wenn er es einrichten kann. Okay. Mach keinen Blödsinn, wenn du in der Nähe des Bürgermeisters bist. Verstanden? Frau. Ah ja, ich erinnere mich. Der Neuzugang. Ich wünschte, ich könnte wie Sie unsere großartige Stadt so mit... Bürgermeister McDonough? Was kann ich für Sie tun? Nur keine falsche Bescheidenheit. Ich bin der Bürgermeister. Ich bin hier, um den Bürgern zu helfen. Das ist ja mega wir. Ich brauche den Schlüssel zu einem Haus in der Stadt. Ich schätze, im Büro des Bürgermeisters gibt es einen Zweitschlüssel? Nun, wir haben nicht für jedes Haus einen Schlüssel. Wo sollten wir die auch alle aufbewahren? Außerdem hat jeder Bürger meiner Stadt ein Recht auf seine Privatsphäre. Falls wir einen Schlüssel hätten, dürfte ich ihn nur dem Besitzer aushändigen. Ganz einfach. Verstehe. Es gibt feste Regeln. Vielleicht lassen sich die für den richtigen Preis etwas aufweichen. Was? Wie können Sie es wagen? Ich bin der Bürgermeister, zum Teufel, nicht irgendein dahergelaufener Schläger. Das hat ja nicht geklappt. Bitte, Bürgermeister McDonough. Dieser Kellogg hat meinen Sohn entführt. Ich muss ihn finden. Verstehe. Aber welche Verbrechen dieser Mr. Kellogg auch begangen haben mag,
Ihr Wort reicht als Beweis nicht aus. Bitte. Das war's also. Sie wollen mir nicht helfen. Sicherheit ist das, was Diamonds... Aha. Na gut. Schönen Dank auch. Ich weiß, Sie sind enttäuscht. Aber ich muss an das Wohl aller Bürger von Diamond. In Ordnung. Ja, halt ich mal. Backe. Das ist beklauen, ne? Ja. Verbessert das, ja. Ich glaube, kann nicht schlecht. Oh, dann, muss man mal Hey, Geneva. Brauchst du sonst noch was? Ich muss mit jemandem über Kelloggs altes Haus in West Stands reden. Mr. Kelloggs Haus? Er hat die Stadt vor einiger Zeit verlassen. Wir haben das Anwesen beschlagnahmt und verriegelt. Gäbe es etwas, das dem Mann gehört, an den Sie Ansprüche stellen, könnte der Bürgermeister Sie vielleicht empfangen. Hey, können Sie mir nicht helfen? Und wenn ja, warum sollte ich? Ja. Muss bei Charisma unbedingt Druck kriegen. Meinen Sohn finden, bestechen. Bitte. Ich will nur meinen Sohn finden. Der Kerl, dem das Haus gehört hat, ist sein Entführer. Sie sind irgendwie süß. Es. Also gut, ich vergesse einfach, dass ich diesen Schlüssel auf den Tisch gelegt habe. Schön, dass Ihr Sohn einen Vater wie Sie hat. Ich hoffe, Sie finden ihn. Oh, oh nee. Ups. Du benimmst dich... Merkt, wie hast die Schlüssel dann du in der Tasche kommen? Das ist magisch. Das kann zu reden. Oh mein Gott, geht das Ding nicht mehr sehr. Ich hab kein Geduld. Ne, ich muss gucken, für unbedingt einen anderen Begleiter zu sichern, weil ich kann nicht den Film darstellen. Es sind auch Moralapostel, als du mir hast, mal ein gut Stück zu viel Moralapostel. Alle Entschädigungen, wo ich ein bisschen sarkastisch sind, fängt an zu maulen. Mann aus der Zeit. Vault-Bewohner erwacht nach 200 Jahren. Die neuesten Schnitte aus den Upper Stands. Ja, Sprint. Euer Team nicht hängen! Kauft ein Schlagholz! Kauft ein Schlagholz, und dann prüfen wir uns gegenseitig tot oder wie? Ich will noch wissen, wann der Wohnung dran muss. Hast du den Schlüssel? Okay, dann Das ist los. ja wert, alles. An mir sind Einfach dann... immer anständig, Kellogg nicht muss wahr? irgendwas zurückgelassen haben. Was? Ich versuche mein Bestes zu geben. Das ist schon deutlich mehr, als es nur zu versuchen. Ich weiß das zu schätzen. Die meisten geben sich nicht mal die Mühe. Meiner Erfahrung nach kommt man allerdings nicht sonderlich weit, wenn man immer nur nett ist. Ich meine, schau dir Diamond City an. Ich wollte die Leute da vor einer echten Gefahr warnen. Und immer darf ich mir anhören, oh, Piper, kannst du nicht mal was Fröhliches schreiben? Piper, bring doch bitte mal was Nettes raus. An manchen Tagen habe ich gute Lust, meinen Hut an den Nagel zu hängen. Ich sag's dir, hier stimmt etwas nicht. Halt Ausschau nach was Auffälligem. Nach einem Wirklich in Schalter Gefahr. oder Knopf. Ist Diamond City wirklich in Gefahr? Ist ja nicht so, als stünden Raider vor den Toren. Machst du Witze? Es besteht eine sehr reelle Chance, dass die Führung der Stadt von einem Institutssünd infiltriert wurde. Ein Sünd, der von einer Organisation kontrolliert wird, die bekanntermaßen jegliche Opposition einfach entführt oder ermordet. Da wären mir Raider vor den Toren definitiv lieber. Die Leute dazu zu bringen, einem zuzuhören. Das ist ein Kampf für sich. Hört sich anstrengend an. Kein Witz. Aber die Leute verdienen es, die Wahrheit zu erfahren. Klar, es vergeht keine Nacht, in der ich nicht befürchte, dass eine Drohne des Instituts der guten alten Piper und ihrer Familie einen Besuch abstattet. Aber das ist es wert. Ich kenne die Wahrheit. Das beschützt uns. Hast du Angst, deine Familie in Gefahr bringen? Ganz deiner Meinung? Wahrheit erzeugt Angst. Ganz deiner Meinung. Wie beschützt du dich und deine Leute, wenn du nicht weißt, womit du es zu tun hast? Ganz genau. Aber den meisten Leuten ist eine bequeme Lüge lieber. Mir nicht. Ich habe selbst erlebt, welche Macht die Wahrheit hat. Meine Schwester und ich wuchsen weit draußen im Commonwealth auf. In einer winzigen Siedlung. Unser Vater gehörte zur örtlichen Miliz.
Ich halte uns die Raider vom Leib und die Mirelurks aus den Latrinen, wie er immer sagte. Und eines Tages war unser Vater tot. Sein Hauptmann, ein Arschloch namens Mayburn, behauptete, dass ihn die Raider bei seiner Wache erwischt hätten. Ich habe ihm das nicht abgekauft und Nachforschung angestellt. Wie sich herausstellte, hatte sich der Hauptmann bestechen lassen, weil er sich für unterbezahlt hielt. Er sollte eines Tages die Tore offen lassen, damit Raider das Dorf plündern können. Er würde dann einen Anteil davon bekommen. Mein Vater war dahinter gekommen und wollte Mayburn auffliegen lassen. Aber Mayburn war schneller. Und ich wollte dafür sorgen, dass der Dreckskerl nicht damit davonkommt. Ich ging zum Bürgermeister, aber der hörte nicht zu. Also plakatierte ich die ganze Stadt. Gesucht wegen schwerem Dienstvergehen. Hauptmann Mayburn. Dann wollte der Bürgermeister plötzlich reden. Die Stadt warf Mayburn raus und war bestens verschanzt, als eine sehr verblüffte Gruppe Raider ankam. Wartet, dein Vater umgebracht. Was ist dann passiert? Was ist dann passiert? Wir haben uns durchgeschlagen. Meine Schwester war noch recht jung und meine Mutter war nicht da. Also lebten wir eine Weile von der Güte unserer Mitmenschen. Irgendwann hatte ich genug gespart, damit wir beide per Karawane in die große Stadt reisen konnten. Und die nennen wir seitdem unser Zuhause. Die Leute gerettet. Du hast die Leute dort gerettet? Nein. Die Leute haben sich selbst gerettet, weil sie die Wahrheit kannten. Aber hey, es tut mir leid, wenn ich zu viel rede. Manchmal kann ich einfach nicht mehr aufhören. Ja. Es ist einfach schön, mal mit jemandem zu reden, der es einfach kapiert, weißt du? Also, sollen wir los? Ja, ich kann mal sagen. Wir sind beide nicht bekommen. Ja, also, da ging es so ein Vater heuer aus seinem Haus aus. Das gehen wir dann an der nächsten Folge von Notfair gewöhnt. Ich hoffe, dir hat gefallen. Leave a like, share, subscribe. Zu der Schmerzi. Schönen Abend gewünscht. Ciao.